Grüß Gott. Grüß Gott. Oh, in Reiten-Haslach eine echte Salzburgerin. Das ist ja sehr schön. Wer von Ihnen spielt Zither? Keiner. Keiner? Ja, wie kommt das Instrument denn in Ihre Familie? Ja, das ist ein reiner Zufall gewesen. Das habe ich am Flohmarkt gekauft. Und da waren zwei ältere Leute. Die zwei sind so ganz unscheinbar da gestanden, ewig lang. Und bin ich doch einmal hingegangen und habe den Karton aufgemacht, war ein Zither drin. Und wie ich es in der Hand habe, ist dann einer hinter mir gestanden, der hat mich direkt bedrängt, die kaufe, die kaufe. Die haben mir jetzt, wenn ich die in der Hand habe, dann kaufst du den noch lange nicht. und also der war vogelwild. Und da habe ich mit der Dummheit das Ding gekauft. Warum Dummheit? Was haben Sie denn gezahlt dann dafür? Was wollt ihr denn haben? Damals habe ich 300 D-Mark bezahlt. Das ist aber schon 25 Jahre gut her. Also, das ist eine sogenannte Salzburger Zither. Das hat sich im 19. Jahrhundert in dieser Form so ergeben in Süddeutschland. Und wir sehen an diesem Instrument, es hat 4 Griffbrettseiten. Und dieses Griffbrett fällt uns auf, weil es offensichtlich aus Bein, aus Knochen oder mit Knochen belegt ist. Und danach kommen zahlreiche Freiseiten, also die harfenartig zur Begleitung gespielt werden, erst in einer höheren Lage und dann am Ende in einer tieferen. Ja, Leicht verständlich. es ist Nicht nur leicht verständlich. Das Instrument ist gar nicht gestimmt, also wie man gut hören kann. Und im mittleren 19. Jahrhundert hat sich die Zither eben in dieser Weise dann standardisiert und entwickelt. Vielleicht kannst du uns auch die Signatur vorlesen? Genau. Kannst du mir deine Lupe dazu geben? Dann habe ich es nämlich viel einfacher. Die Zither hat doch 5 Seiten. Ja, später. Ach so, ja, am Ende dieses Standardisierungsprozesses. Deswegen, das ist ja gar keine Endform, sondern das ist eine relativ frühe Form der Salzburger Zither. Da steht drin, der Georg Heidegger, Musikinstrumentenmacher in Passau. Und weiter unten schreibt er, dass er nicht nur Saiten, sondern auch Blasinstrument hergestellt hat. Und es steht eine Jahreszahl da. Verfertigt anno 1858. Genau. Ja. Also die Familie Heidegger ist uns gut bekannt im Instrumentenbau und im Instrumentenhandel, sowohl in Passau als auch in Linz. Und in dieser Werkstatt oder in den Werkstätten Heidegger sind allerlei Instrumente gebaut worden, Blasinstrumente und Geigen ganz genauso wie Zittern und Gitarren. Und diese frühe Zeit ist eben wirklich an diesen Instrumenten wunderbar erkennbar. Also wir sehen genau, dass die Zither hier noch nicht den Endzustand erreicht hat, den wir heute oder im 20. Jahrhundert dann kennen. Ja, was uns auffällt, ist diese große Ausbauchung hier oben von diesem Korpus. Die späteren Salzburger Zittern waren deutlich flacher. Die waren nicht mehr so stark gewölbt. Das heißt, man hat damals versucht, einen volleren Ton dadurch zu produzieren. Die späteren Bauer haben das mit anderen Methoden dann versucht hinzukriegen. Das ist also wirklich etwas für Spezialisten, die eben alte Spieltechniken beherrschen oder beherrschen wollen, aber nicht für den heutigen musikalischen aktiven Gebrauch. Genau. Es ist handwerklich einfach sehr, sehr schön gearbeitet. Nicht nur das Beingriffbrett, auch diese sehr schönen Einlagen, die man überall sieht. Den Perlmutt hier im Schallloch, auch hier hinten diese Perlmutt-Einlagen. Es ist wunderbar erhalten, auch wenn ich die Rückseite mir noch mal anschaue. Also es ist wirklich gut gemacht. Wenn Sie einen Liebhaber finden für das Instrument, könnte ich mir vorstellen, dass der Ihnen sogar 1.000 € dafür gibt. Also ein wirklich schönes, historisch wertvolles Instrument. Danke, dass Sie uns diese wunderbare Kostbarkeit gezeigt haben. Und alles Gute. Alles Gute. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen.